Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Ach ja, schön. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, um ehrlich zu sein, verdammt nochmal. Gerade eben versuche ich mich zu erinnern. Wir haben den Tantalus in Pandoria fertig gemacht. Wir haben, genau, wir sollen mit Kanoni reisen. So rum war das. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Heieiei, eben habe ich einen Blackout gehabt. Ist ein bisschen länger her, dass ich Secret of Mana gespielt habe. Und die Aufnahmen sind jetzt wirklich eine Weilchen her. Und ich wusste schon gar nicht mehr, ach du liebe Zeit, wo bin ich dann stehen geblieben? Was habe ich dann zuletzt veröffentlicht? Aber jetzt weiß ich es wieder. So, beim Quelldorf sollten wir zu Kanoni Reisebüro. Hi Jungs. 50 GM pro Flug. Ja, Hochland würde ich mal sagen, ne? Er geht durch die 4. Jahreszeit im Wald, um in so Hochland zu kommen, ne? Auf in die Kanone. Okay. Perfekt. Achtung, jetzt unseren ersten Flug mit Kanoni Reiseunternehmen. Und Wumms. Ich finde es auch schön animiert mit den weißen Lichtblitze. Und wir landen natürlich genau dort, wo wir hier sollten, nicht. Und landen Mitte in der Prärie. Also. Oh, was lebt dann hier? Lauter Mogris. Seid ihr alle gezappelt? Geh mal vor, Helga. Du kennst dich ja besser aus, oder? Aua, ich bin um meinen Kopf genannt. Kopf? Mensch, du mit etwa die große Beule auf deinem Hals? Ach Gott. Hallo, du Kleiner. Zappichu. Heuche mal, das ist bestimmt der Brunftschrei vom Zapplermännel. Blödsinn, der Grind. Minusmonster in sein Dorf überfallen. Okay, nicht so gut. Was sagst du? Komm her, du Zappler. Zappichu. Okay. Aber schön sieht es auf jeden Fall aus, und im Winter scheinbar gelandet zu sein. Oh, den kennen wir doch, ach. Hallo, ich muss einfach mal raus aus der Höhle an die Luft. Das ist ungewöhnlich für einen Zwerg. Aber wenn die Waffe sollen erneuert werden, Ackermanns Heinz, sag doch mal, die Wurmpeitsche, die ich mal erhöhe, zur Kettenpeitsche. Ja, das klingt schön bestialisch. Gut, dann kann die Gretel jetzt auch noch die aufleveln. Und? Ach, komm mal her, du Wärstel. Komm her, du. Komm her, du. Und du? Okay, dann ist es halt so. Ja, also, ich muss auch sagen, die sehen aus wie die Mogri aus Final Fantasy. Hätten du bestimmt auch als Vorlage und als Inspiration gedient. Weil in deiner alten Final Fantasies, da sehen die echt original so aus. Okay, also da können wir entlang Gurke, da sind wir wohl im Herbst gelandet. Nein, nicht Rätsel, Aura! Scheiße, ich hasse das wie die Pest. Heinz ist verwirrt. Der verwirrte Zustand in solche alte Super Nintendo Spiele war immer eins von der ätzendsten. Und ich will... Oh, da ist anscheinend immun dagegen, weil ich kann mich ganz normal bewegen. Okay, der Herbst ist von Rätselaura Kauze. Was haben wir denn hier unten? Gerade mal reingucken. Ah, der Frühling ist da. Und mit ihm die Turbo-Puschel. Mistvieh, dich mache ich fertig. Anders als wir. Anders als wir. Nix, du Energiesog. Herrst du auf mein Kobold, den A zu Sauger und 26 KP. Huch, du fliegen 8 Drache durch die Luft hier. Die sind auch noch für später wichtig, wenn ich sage. Kraftwasser, Herr Uff. Was wie ich die Gosch macht, während das sich heilt. Herr Uff, Kerle. Du ach, Hammel degradieren, los das sei. Zack. Quatsch. Okay, ja wie gesagt, diese violette Drache, die sind auch noch wichtig. Oh, die Gretel hat anscheinend gut die Zauberabwehr. Und ja, einfach mal im Kopf behalten. Schönes Wetter heute. Miau. Mir kann ich nicht helfen. Och, kaufen wir doch erstmal ein bisschen Eier, oder? Was auch schon du schönes. Schlangenkette, das hatten wir schon. Kraft am Band hatten wir auch schon. Ninja-Robe und Dornweste ist auch in unserem Besitz. Die Federkappe, die ist neu. Die will ich haben. So. Erstmal nix. Aber mein alter Schampel kann ich dann bei dir verkaufen. So, ich mag wieder hochgehen. Und an Mütze kriegst du, jawohl, die Federkappe macht da schon wesentlich mehr Schutz als so dappige Haarschleifer. Moment, haben wir jetzt gelernt. Genau.
5 auf 10, das ist doch saugut. Und der Ackermann, ich glaube, der hat 8 oder sowas, ne? Na egal. Komm, jetzt verkaufen wir noch unseren alten Schampel. Und jetzt attackiert mich noch so ein mieser Turbo-Puschel von der Seite. So geht's aber nicht, du kleiner Drecksack. Okay, die Haarschleif, die kann fort. Braucht eh kein Mensch. Und den Mist braucht auch keiner. So, perfekt. Jetzt sind wir doch wieder gut ausgerüstet. Erste Mal. Und alle auf den Puschel. Aber es wundert mich, dass der Heinz dort drin noch kein Level hat in dem Boger. Naja, egal. Die holen wir uns. Ihr dürft auch gern helfen, Mädels. Naja. Sei es drum. Okay, hier drehen sich anscheinend hier die ganze Puschel ihres Lebens. Nur dafür, dass Frühling ist. Und tschack. Und tschakka. Hey, hör auf. Kleiner Knetkorb. Kraftwasser. Oh, der halt sein Kumpel. Herrst du auf deinen Kumpel zu heilen, du kleiner Mistkerl? Zack. Ich weiß, die sehen unglaublich unschuldig aus, die Biester. Aber trotzdem. Gretels Waffelevel ist gestiegen und die Peitsche hat jetzt Level 2. Ja, leckt mich fett. Das müssen wir doch sofort noch feiern. Indem wir Gretels Verhalten auf Level 2 ändern. Sehr schön. So, was gibt's dann noch hier? Noch mehr Puschel. Pfui Teufel, Puschel. Oh, das war noch nicht voll aufgeladen. Nein, hau ab, hau da nicht ab. Oh, eine Krabbe. Donnerkrabbe ist erledigt. Eine freundliche Krabbe, die sehr lustig schielt, wenn man sie erwischt. Und jetzt ist er verfault. Naja, Helge erreicht dort für Level 16. Geiler Scheiß. So, gehen wir nochmal da lang. Wo geht's dann da hier? Aha, wir sind im Sommerland und so sind die Poseidon-Kröte. Die kennen wir ja noch. Ihr arbeitet fürs Imperium, ihr Mistkerler. Zack. Bist du zu Knoche verfaulscht. So, wird's gemacht. Autsch. Voll reingerannt. Autsch, hör doch auf. Kröterich. Loschst du wohl die Gretel in Friede? Los, mach was, Helga. Naja, das war jetzt nicht gerade so wirklich was gemacht. Ach du blödi Sub, peitscht doch nicht die Luft. Do ist der Gegner. Heinzens Waffenlevel ist gestiegen. Boge erreicht Level 1. Aber ich finde es auf der anderen Seite wirklich schade, dass so jede Jahreszeit auch so sei bestimmte Gegnertypen hat. Das ist auf jeden Fall echt cool. So, jetzt ihr. Seht ihr, da war wieder so ein kleiner violetter Drache. Die werden für später auf jeden Fall noch interessant und wichtig. Und nee, man kann sie hier nicht angreifen. So. Los, ruf ihn. Ja, also. So wird's gemacht. Und gerade als er ausgeholt hat, ist er erwischt worden auf dem Bogen. So, jetzt gucken wir noch mal, was das Tolles kann, wenn ich da mit Laffe Level 1, ich glaube 2 Pfeile schießt dann oder so ein Quatsch. Du blödi Kröte, hör doch auf, so ein Schampel zu machen. Und ja, okay. Na gut. Wo geht's dann hier lang? Oh, hallo, Kanonis. Ah, ciao ragazzi, 50 GM für eine Fluge. Nö. Lass mal gut sein. Aber gut zu wissen, dass ihr Jungs auch hier Filiale habt. Dann kann ich mich nämlich bei jemandem beschweren. Aber die haben ja sowieso gesagt, ich muss durch die 4 Jahreszeitenwald. Poseidon-Kröte ist erledigt. Also insofern, richtig ankommen bin ich ja schon, wo ich wollte. Wir wollten ja aufs Hochland und dort dazu durch die 4 Jahreszeitenwald. So. Platsch. Auf die Grott. Sehr schön. Da wünsche ich mir jetzt so eine schöne, effektive Grotte-Giegser für die Viecher. Gutzel ist zu viel. Von Gutzel kann man nie genug haben, guter Mann. Zack. Alter, die Gretel dreht schon durch, weil sie nicht zum Angriff kommt. Ja, dann lass es doch auch an den Viecher aus, Mädel. Ich meine, davor sind sie tot. Oder vor den Job hätten sie sich beworben, dass sie auf unser Kanonenfutter sind. Also mach auch was. Okay. Gut. Du geht's noch wo hier? Oh.
Minos ist erledigt. Ja, die haben ja gesagt, die Minos-Kreaturen haben ihr Dorf überfallen. Autsch. Das ist nicht so gut. Halte mal den Gaul an. Dann machen wir immer wieder Froster ist für alle da. Und Minos, die hatten wir ja auch schon in Secret of Evermore als Gegner. Wenn ihr euch erinnert. Und die Biester haben ja jetzt offenbar die Zappler bzw. die Mokris überfallen. Ich nenne die nach wie vor noch inoffiziell Mokri, weil im Endeffekt sind sie das ja nur. Also komm, der Bohrer, der kotzt mich jetzt aber auch gewaltig an. Ich gehe wieder auf meinen Grotte-Piekser. Das ist nach wie vor die Bestwahl. Gute Spargelschäler vom Ackermanns Heinz. Helga, ich glaube, du brauchst eine Gutzel. Das hältst du sonst nämlich so lang aus. So. Okay. Wobei, auf der anderen Seite kann ich genauso gut auch die Lanz nehmen. So. Weil mit der Lanz mache ich ein bisschen mehr Schade. Boah, Manometer. Ja, du gehst schon ordentlich auf das Sack. Und ja, die Gegner hier nach ordentlich Abwehr, muss man dazu sagen. Von daher einfach ist Secret of Mana nie. Das muss man dazu sagen. Im Vergleich zu Secret of Evermore, was ja eigentlich wirklich wie Apfelsaft gezischt hat, das ging ja unglaublich fix voran, ist Secret of Mana doch wirklich nichts für jeden, was die Härte vom Spiel angeht. Ich weiß gerade, du wirst dich jetzt auch wieder zu Wort melden. Du spielst aber hier die Deluxe-Version. Die ist ja freundlich und lieb und so weiter. Aber trotz allem, ach, die Version, die ich hier spiele, ist schon nicht von schlechten Eltern. Ist auf jeden Fall nicht die gammeligste Version, um es mal so zu sagen. Mist, jetzt ist der genau weggerannt. Los, machen, fertig. Okay, der ist schon kaputt. Und jetzt nur noch mit voller Wumme auf die Kreatur. Sehr schön. Ist da noch irgendwo einer? Ich glaube nicht mehr. Na? Dürfte es gewesen sein. Ja. Ich glaube, es dürfte es gewesen sein. Das waren alle Minos-Kreaturen hier. Die Zappler kennen jetzt wieder in ihr Dorf zurück. Genau, das war Sinn und Zweck von dem Ganzen. Und hier ist auch wieder die Rockmusik. Zappel, zapp, zipp. Aua, mein Kopf. Hey, alles in Ordnung? Ja, ich kann mich wieder erinnern. Die Reihe von der Jahresseite ist es Rätsels Lösung. Okay, wieder Dunner Keidel, wer hat's gedacht? Ja, mit der habe ich schon gehabt. Jo. Und der zappelt auch noch was sich hier und dann immer wieder das Rätsels Lösung, bliblablub. Und die Sachen alle nur zappel, zappel, zipp. Und was ist dann da in der Kiste drin? Hoffentlich eine warme Waschzup. Ein Axtorb, genauso gut wie eine warme Waschzup. Und was hat's hier noch? Der andere da hinten ist in einem Baum gefangen, okay. Und ein Klauer Orb haben wir auch noch gekriegt. Warum dann nicht? Ja, dann sind die halt da hinten ein bisschen versteckelt. Aber jetzt haben wir die Schätze gekriegt und das wollen wir doch gleich mal ausnutzen. Ja, wenn die Waffen sollen erneuert werden, Ackermanns Heinz. Aus den Insektenklaue, da hätte ich ganz gern die Zapplerklaue draus machen. Der Kurzbogen wird zu Langbogen. Ja, geiler Scheiß. Wie auch immer das funktioniert, dass man mit dem Orb einen Kurz zum Langbogen machen kann, aber ich beschwere mich wohl nicht. Und aus Streitaxt mach Schlachtaxt. Geil. Okay, dann würde ich sagen, die Gretel kriegt ja altbewährt die Waffe wieder zurück. Altbewährt die Waffe, ja. Das ist die Zapplerklaue. Aber mal gucken, wie der Verhalter aussieht. Fällt mir das noch? Jawohl, auf Level 2, sehr schön. Ackermanns Heinz, ich glaube, du nimmst jetzt mal die Schlachtaxt. Und dann bei der Gelegenheit würde ich ja gleich mal bei ihm speichern natürlich und nicht spielen. So, speichern würde ich ganz gern. Ja, das war die etwas ekelhafte Röhrversion von mir, aber sorry, das packt mich also mal. So, jetzt geht's auf das Sack, du ekliges Vieh. Das ist grad so kracht. Zack, auf der Wärsching, auf der hässliche. Hals drauf auf der hohle Kopf. Ekliges Vieh. Und wir können es auf Level 2 hochpowern, das ist gut. Dann ist nämlich Level 3 bald im Armarsch. Sehr schön. Okay.
Gut, der ist schon verfault. Und jetzt der Kasper noch. Autsch! Du Sausack, jetzt habe ich auch noch meine Aufladung verloren wegen dir, du eklige Poseidon-Grott. Turbo-Puschel ist bewusstlos. Das nutzen wir doch mal sofort aus. Und die Gretel erreicht Level 16 und kriegt natürlich sofort wieder auf das Sack drauf. Wobei, auf das Sack ist aber hier der falsche Terminus. Naja, egal. Auf jeden Fall hat der Heinz jetzt auch Level 17. Sehr schön. Batsch, Poseidon-Kröte ist erledigt. Gut, so ekelhaftes Mistvieh. Gut, dann durch den Herbst durchhaue. Oh, eine freundliche Eule mit Rätselaura. Nee, jetzt bin ich tatsächlich verwirrt. Irgendeine Waffe hat mich anscheinend vor Verwirrung geschützt. Doch mal uff. Die ganze Zeit attackiert mich diese ekelhafte Eule. Hörst du auf, meine Mädels zu verwirren, du ekelhaftes Vieh? Du bunter Kauz. Mist, jetzt musste er ausweichen, dann konnte ich den Angriff nicht mehr ausführen. Ich glaube, da kommt schon der nächste Argfloge, ja. Scheiße. Rätselaura. Also das sind echt Mistviecher. Ein richtig guter Grund, um den Herbst zu hassen hier in dem Spiel. Okay, jetzt kann ich mich wieder richtig bewegen. Ninja-Kauz heißen sie. Okay. Gut. Okay. Dann sind wir jetzt Frühling, Sommer, Herbst und jetzt durch den Winter. Und ja, da sind noch ein paar Krabbis. Die machen wir auch noch fertig, die Krabbis. Und Mist. Also die Gegner können echt schon verdammt gut ausweichen im Spiel, muss man echt sagen. Und die zerfaulen interessanterweise nicht zu Skelette, sondern zu Krete, würde ich schon fast sagen. Nein! Oh, das war jetzt echt dumm. Zack. So. Die zerfaulen zu ihrer Schale runter. Und was haben die dann dabei? Eine Walnuss. Geil. Ja, das ist richtig gut. Also Walnuss ist definitiv richtig gut. So. Ja, Gretel, mach doch was, Mädel. Muss ich da alles vorbeten? Heide Witzka. Und erstmal so. Ein bisschen mit der Axt gezappelt und gut ist. Okay, dann wieder runter in die Januar, genau. Wieder runter in den Frühling. Und das kam von rechts. Rechts so. Okay. Dann heilen wir uns erstmal alle, weil ich gerade gesehen habe, dass die Helga in einem erbärmlichen Zustand ist. Gewittertuner Keide. Allerhaupt als drauf. Turbo-Puschel ist bewusstlos. Drecksack. Und ja, die Gretel bekämpft ganz episch die Luft. Und ich bin Miniatur gemacht worden. Okay, noch rechts gegen's hieß es. Hi, oh, hoppla, das tut ein bisschen mehr weh als sonst. In einem Zwergezustand. Kanoni Reisebüro? Nö. Hier? Hier weiter vielleicht? Nö, Kanoni nach wie vor. Okay, ich glaube, ich sollte mich heilen. Das geht wohl nicht mehr so von sich aus weg. Ja. Heilen wir uns doch mal. Gut. Okay, ouch. Voll in dem sein Dreizack reingerannt. Kraftwasser, apropos. Heil doch mal die Helga, bist so gut. Gut. Und, ja, den hätte ich eigentlich schon mal ganz gern erledigt. Helga, oh, das war jetzt unnötig, die Heilung. Okay, dann wieder zurück in den Frühling. Das kam von rechts, haben sie gesagt. Ist es dann hier rum? Ich glaube schon, oder? Ja. Hier sind wir richtig. Endlich daheim. Hallo, Leute. Ja, no. Die Stadt ist verlassen. Ach Gott, wie sie guckt. Was ist denn hier geschehen? Oh nee. Na, allerhaupt, den machen wir jetzt auch noch. Der so erbärmlich kreischt. Der kreischt dann hier so erbärmlich. Wer schreit denn da so laut? Und wo ist er überhaupt?
Ach, da vorne. Okay, ja gut, wir sind noch nicht im Kampf, sondern da hinten erst. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle tatsächlich jetzt meinen Cut, da wir nicht unmittelbar im Kampf sind. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.